Ja, grüß euch benannt und einen Sackrischgurden. It's Kasperl! Leute, da sind wir wieder. Wir schauen uns weiter die Meinungsvideos vom Reini an. Sind es bei, wie weit waren wir jetzt? 14, 15, sowas in der Richtung. Es soll hier um Lions gehen. Und ich hoffe, dass das jetzt wieder, man sieht als allererstes hier ein neues T-Shirter. Neues T-Shirt ist ganz, ganz, ganz wichtig. Allerdings sieht man jetzt dadurch, dass es ärmellos ist, oder er hat die Ärmel da unten so reingeschoppert, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall sieht man die Affenbehaarung an den Armen. Das ist jetzt nicht so schön. Wayne Train. Wir schauen das immer noch auf Odyssey beim Spiegellord. Und ja, brauchen wir nicht mehr sagen, außer Hockzeich her, Sommermeere. Reißt euch eine Häube auf. Mir. Der Rainer. Den Rainer. Metal Leute. Metal Rainer. Servus und ein herzliches Willkommen beim Servus Rainer. Lachen. Ja, gestern sind die Meinungsvideos ausgefallen und heute kam nur eins. Nein, Rainer. Oh nein. Ist jetzt mit den Meinungsvideos, sind die den Weg allen Irdischen gegangen? Sind die dahin, wo der Dragon Monday schon seit Jahren vor sich hin vegetiert? In dieses obskure Ankündigungsland, in Schrödingers Drachenlord-Format. Kommt's noch, kommt's nicht? Ist es schon tot? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Gibt's den Dragon Monday irgendwann nochmal wieder? Feiert er ein Comeback? Wird's genauso erfolgreich sein wie bei Wetten, das? Fragen über Fragen, Digga. Nein, heute kommt noch ein zweites Insider hier. Okay, hey, klare Antwort. Die Sache ist... Die Sache ist die. Letzten Endes Situation, Rainer. Situation. Ich hatte gestern total vergessen, Gestern, dass ich noch ein Video hochladen wollte. Ich habe gestern noch nicht gestreamt. Ja, es ist verständlich, Rainer, du bist ein viel beschäftigter Mann. Es wäre nicht so, dass du den ganzen Tag nur da in deiner dreckigen Schanze sitzt und dir am Pimmel rumspielst. Ne? Das ist ja so nicht. Dementsprechend kann man das schon mal nachsehen, dass du vergessen hast, 10 Minuten Dulli-Video aufzunehmen, in dem du eine nutzlose Meinung über irgendwas ins Internet sprühst. Ich habe gestern keine Videos gemacht. Ich hatte gestern so einen richtigen Sonntag, sag ich mal. Ich bin aufgestanden. Aufgestanden. Rainer, woran hast du gemerkt, dass es Sonntag war? Hat der Rewe-Zwingel zugehabt, oder? Ja, Rainer, bei dir ist jeden Tag Sonntag. Du bist ein Arbeitsloser. Herbert Schmakowiak, wie ein Switch. Nur, dass du noch weniger kannst. Der kann das wenigstens mit Fußball aus. Haben wir Idioten da gehabt. Idioten da. Aber was war? Wann hattest du die Idioten da? Nach dem was? Einen richtigen Sonntag, sag ich mal. Ich bin aufgestanden. Ach so, bist aufgestanden. Jetzt hatte ich schon wieder vergessen. Haben wir Idioten da gehabt. Idioten. Hab mein Zeug gemacht, hab gefrühstückt. Sein Zeug machen, das ist immer ganz wichtig. Zeug machen ist immer absolutes Qualitätsmerkmal. Zeug machen und Scheiße bauen. Grüße gehen raus. Ne? An ZDK. Ne? Es gibt Zeug machen und es gibt Scheiße bauen. Das sind genau an den entgegengesetzten Polen des Rainerschen Aktionsspektrums. Ne? Es ist auch wirklich, es ist ein digitales System. Ne? Entweder du machst dein Zeug oder du baust Scheiße. Und wenn du dein Zeug machst, dann willst du nur dein Leben leben, ne? Und wenn du die Scheiße baust, dann bist du derjenige, der hergeht und die Scheiße baut. Jeder, der nicht sein Zeug macht, geht her und baut die Scheiße. Und der Einzige, der wirklich sein Zeug macht, ist Rainer. Hab dann mich an den Rechner gesetzt, hab Diablo angemacht und hab den ganzen Tag Diablo gezockt. Zwischendurch Applaus, Rainer. Applaus. habe ich mir einen Tassenkuchen gemacht und abends, ja, das kann ich dann im Blog nochmal erzählen. Auf jeden Fall ist es dann so, dass ich dann abends von einem User im Discord, ich glaube es war Blank, einer meiner Mods, hat dann glaube ich gemeint, ja, kommt heute Abend noch ein Vlog, nee, Quatsch, nicht heute Abend, sondern irgendwas von den Meinungsvideos und so. Und dann ich so, ach du Scheiße, ich habe die komplett vergessen. Ja, wir haben hier mal wieder die absolut großartig Oscar-reife
Schauspielkunst eines Rainer Winkler vorgeführt bekommen. Der hat halt einfach keinen Bock gehabt. Und Rainer ist vollkommen in Ordnung. Ich habe hier auch stellenweise schon Phasen gehabt, wo ich 3 Wochen kein Video hochgeladen habe, weil ich mich einfach nicht dazu durchregen konnte. Ich hatte einfach schlicht und ergreifend keinen Bock auf die Scheiße. Ich habe zu viel anderen Mist im Kopf gehabt und konnte mich nicht dazu durchregen, mich da hinzusetzen und so ein scheiß Video aufzunehmen. Dann sage ich das so. Du hast dich da hingesetzt und hast gedacht, 10 Minuten jetzt über irgendeine Scheiße schwallen ist schon wieder viel zu harte Arbeit. Ich will lieber den ganzen Tag da sitzen und Diablo spielen. Dann hast du halt das gemacht. Aber das Problem ist, das kannst du dann natürlich den Leuten nicht so sagen, weil das sprengt natürlich die Erzählung von dir als stark arbeitenden, fleißigen Bienchen, das den ganzen Tag nur am Wuseln und Werkeln ist. Ich habe die komplett vergessen. Und ich hatte aber gestern nur einen. Und da ich aber die Sache mit 2 pro Tag weiterhalten wollte, habe ich mir gedacht, entweder ich nehme jetzt noch eins auf und lade es hoch. Oder ich mache es am nächsten Tag. Ja, und dann hast du dich natürlich für den nächsten Tag entschieden, weil es wäre unzumutbar gewesen, 10 Minuten so eine Scheiße aufzunehmen. Und auch, was ist denn das für eine Nummer? Ja, ich habe ja gesagt, ich lade mal 2 pro Tag hoch. Jetzt hatte ich nur 1 und keine 2. Da habe ich gedacht, dann lade ich halt gar nichts hoch. Das erste habe ich jetzt gerade schon hochgeladen. Das ist also bereits online, während ich hier rede. Das ist gerade dasselbe Prinzip, als hättest du gesagt, so, ich habe mir vorgenommen, weil ich abnehmen will und ich habe hier so ein Problem, dass ich immer gern zu McDonald's gehe oder so, dass ich gesagt habe, hier maximal einmal im Monat gehe ich zu Mc's. Das habe ich, ne, so ein Cheat Day einmal im Monat, ne, da gehe ich zu Mc's. Und dann geht man irgendwie am Anfang des Monats, Mitte des Monats, gehst du dann nochmal, weil du irgendwie, ne, keine Ahnung, aus der Kneipe kommst, ein bisschen die Impulskontrolle aus dem Kopf gesoffen hast. Und dann bist du das zweite Mal im Monat beim Mc's und danach sagst du, ja, scheiß drauf, Digga, jetzt habe ich es eh 2-mal gemacht, dann kann ich auch jetzt jeden Tag zum Mc's gehen für den restlichen Monat. Dasselbe Prinzip. Wenn du dann von diesen 2 Videos nur 1 hast, dann lad halt 1 davon hoch. Oder, ganz wilder Ding, setz dich halt einfach nochmal 5 bis 10 Minuten hin für dieses Format. Die Nummer hier dauert mit einem relativ langen Spiegelort-Intro von 23 Sekunden und einem relativ langen Spiegelort-Outro von auch nochmal sowas, ja, 30 Sekunden. Dauert die ganze Nummer insgesamt 10 Minuten. Rein, du musst dich einfach nur hinsetzen, 10 Minuten sagen, ihr habt hier was hat mich hier? Hier ein Flaschenöffner in Form von einem Puck, ja, wo unten so ein Flaschenöffner drin ist. Das ist hier so ein Merchandise-Artikel von Red Bull München. Und das ist ganz cool und das hat das und das gekostet und da kann man Flaschen aufmachen. Aber auch wenn ansonsten, weil es hat ein Design oben drauf, kann man den so auf den Tisch legen. Da der Öffner ist unten, dann sieht das nicht nach einem Öffner aus, sondern auch nach einem Deko-Artikel. Das ist ganz toll. Und wenn man da irgendwelche Leute hat, die hier reinkommen, wie so ein Drachenbade oder sowas, plötzlich in einem Türrahmen steht und einem Schalter kann man den an die Rübe werfen. Und lauter so eine Scheiße kann ich hier. Es ist nicht so du kannst es einfach machen. Aber nee, dann machen wir halt einfach gar nichts. Das ist die Option, die er gewählt hat. Dann machen wir einfach nichts. Und das andere werde ich jetzt hier machen. So, jetzt war ich wieder mal hier so gesessen und habe mir gedacht, was von dem ganzen Kram könnte ich jetzt wieder für ein Video verwenden? Ja, langsam geht ja nämlich der Nippes aus. Das ist das Problem. Aber ihr habt gesehen, wir sind hier über 30 Folgen auf dem Spiegelort-Kanal von der Nummer. Und wir sind jetzt ungefähr knapp unter der Hälfte. Also da kommt noch was. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich normalerweise frühstücke ich ja selten oder wenig. Ja. Rainer, das liegt aber auch nur daran, dass du halt morgens dass du immer bis nachmittags schläfst. Und man es dann deshalb nicht mehr Frühstück nennt. Aber nach dem Aufstehen schürst du dir schon 5000 Kalorien in den Bimbis rein. Aber ich habe in letzter Zeit ziemlich viele Sachen bekommen, unter anderem auch Frühstücksflocken. Das heißt, Frühstücksflocken eigentlich einfach. Das ist eigentlich die Frage, sind Cornflakes jetzt Frühstücksflocken? Sind naja, Cornflakes klar, aber unter was zählen Lions? Ja, sag halt einfach Lions dazu. Hä? Ja, als Frühstücksflocken, als
Cornflakes oder Ich weiß, keine Ahnung. Im Englischen sagt man zu allem davon Cereals. Das hat man bei uns dann auch irgendwie Cerealien. Damals war das auch geil. Wo das erste Mal dieser Kinder-Country-Regel rauskam in den 90er Jahren, da kam dann irgendwie in der Werbung das erste Mal, ja, mit, ich glaube, 4 Frühstückscerealien. Meine Mutter ist komplett Crash-Out gegangen. Was erzählen die für eine Scheiße da? Ja, es war wirklich, einfach, man hat einfach geschwollene Scheiße geredet und sagt, hier, Digga, da ist halt Zucker, ein bisschen Getreide und Schokolade drin, Digga. Das war's. Cerealien. als, weiß auch nicht. Naja. Entschuldigung. Ich habe mir gedacht, ich bin jetzt aufgestanden. Und das ist kurz vor 12. Hab ich's gerade gesagt, warum? Ja, er sagt, er frühstückt nie, weil er halt immer erst Nachmittag aufsteht. Und jetzt stellt ihn euch, er macht jetzt hier diese ganzen Dinger der Barne wegen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob er das als Counterprogramm dann damals gemacht hat, weil ihn die BLM nicht mehr hat auf YouNow streamen lassen. Und er sich dann irgendwie nach der, ich weiß nicht wievielten Geldstrafe, die sie ihm draufgeknechtet haben, gedacht hat, okay, nee, dann streame ich jetzt nicht mehr, jetzt muss ich Content-Offensive auf YouTube etc. wieder her. Und deswegen die Scheiße rausgeballert hat, weil der hat halt wirklich über YouNow krass Geld gekriegt. Mit diesen scheiß Free-Spins und sowas im Vergleich, das war schon das unverschämt im Vergleich, wie viel er da gekriegt hat. Und dafür musst du da musst du viel rausspammen auf YouTube, um da auf dasselbe Ding zu kommen. Aber er sitzt hier und denkt sich, es funktioniert halt. Ich sitze hier immer noch, ich kann bis Mittag schlafen, keiner sagt mir irgendwie, was ich zu tun oder zu lassen habe. Ich krieg hier die Scheiße auch noch Bedarfsartikel des alltäglichen Lebens über die Amazon-Bettelliste finanziert. Das Leben ist doch schön. Und alles, was ich dafür machen muss, ist mich einmal am Tag eine halbe Stunde über irgendwelche Kuchenkinder aufzuregen, die da draußen vor der Schanze irgendwie am Etzettler Scheißende bauen sind. Also, ich habe mir gedacht, wir machen es einfach mal so, dass wir heute mal über die Cornflakes sprechen. Ich persönlich bin nicht besonders wählerisch, was mein Frühstück angeht, da ich. Ja, Rainer, du bist überhaupt nicht besonders wählerisch, was das angeht, was du dir in den Rind reinstopfst. Zucker muss halt drin sein, in rauen Mengen und das war's. Ne? Also wenn rauen Mengen Zucker drin ist, dann ist es schon praktisch gekauft. Ich kann dir, keine Ahnung, flüssigen Kuchenladen anrühren, ab einer gewissen Menge von Zucker wirst du dir das ins Gesicht stauben. Genau, das ist halt ein Frühstücke. Cornflakes sind so das Typische, was ich frühstücken oder was ich gerne frühstücke. Ja, Rainer, wie bei den allermeisten Leuten. Außerdem muss man dazu sagen, dass. Ja, aber wohl die allermeisten Leute sagen wir die allermeisten Kinder. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Cornflakes gefressen habe. Ich glaube im Urlaub irgendwo mal. Dass man gesagt hat, oh krass, hatte ich irgendwie seit so und so vielen Jahren nicht mehr, wenn man am Buffet dran vorbeigeht. Aber ich gehe nicht in den Supermarkt und kaufe mir Fruit Loops oder sowas, weil ich keine 5 Jahre alt bin. Cornflakes nichts allzu Schweres sind. Es ist halt wirklich was richtig Leichtes. Man benutzt Milch dazu, die Cornflakes rein. Ja, überhaupt nicht schwer. Rainer, die bestehen zu 80% aus Zucker. Die bestehen zu 80%, da ist Zucker mit Zucker und Zucker drin. Und so weiter. Ja, und so weiter, Rainer. Ich wurde vor kurzem gefragt und anscheinend gibt es Menschen, die sowas machen. Ich finde. Immer wenn er sagt, ich wurde vor kurzem gefragt oder die Leute fragen mich immer oder die Leute wollen immer von mir wissen, ist alles Bullshit. Ne? Niemand fragt ihn, niemand will irgendwas von ihm wissen, weil er Hageldaume ist und das weiß auch jeder und ihn nach irgendwas zu fragen, da kannst du deine Lebenszeit auch gleich im Gully runterspülen. Ne? Wenn du anfängst, ihn um Hilfe oder um guten Rat zu befragen, dann funktioniert das entweder, also dann ist entweder so sinnvoll wie, keine Ahnung, ist wahrscheinlich sinnvoller, eine ausgeprägte Suchterkrankung zu entwickeln, so da hast du wenigstens noch ein schönes Gefühl dabei. Oder ansonsten, wenn du es irgendwie umsetzen willst, dann musst du ihn immer nach seiner Meinung fragen, was er tun würde und genau das Gegenteil dann davon machen. Damit fährt man eigentlich auch immer sehr gut. Das ist ja seltsam, ehrlich gesagt. Ich wurde gefragt, ob ich erst die Cornflakes oder erst die Milch in die Schüssel schütte. Leute, ganz ehrlich, Leute, die die Milch zuerst in die Schüssel tun, müssen bekämpft werden.
Ich weiß, mit denen stimmt irgendwas ganz, ganz grundlegend nicht. Du oder nicht, erst die Milch und dann die Cornflakes. Das ist. Nein. Die sind mir, wenn es Ex-Menschen gibt, wenn die Aluhut-Dullis wieder erwarten doch recht haben sollten, dann erkennen wir sie genau daran. Nicht genau. Das und die benutzten Pizzascheren. Das sind die 2 Indizien. Und ich habe gesagt, naja, klar, natürlich erst die Cornflakes und dann die Milch. Ich meine, die Milch ist doch am geilsten, wenn die schön die Cornflakes überschüttet hat, oder nicht? Also, natürlich kann jeder das so machen, wie er es für richtig hält. Ich persönlich finde es so geiler. Aber, äh, muss ich jetzt hier rumgähnen? Was ist denn das? Ich bin ganz aufgestanden. Ja, schneid's nicht raus, Rainer, ist wurscht. Da merkt man wieder, ich brauche immer 2 Stunden, um mal schriftlich wach zu werden. Also, Ja, Rainer, es würde halt helfen, wenn du dir einen normalen Biorhythmus aneignen würdest. Und ich sag das auch ungern. Ich habe das in meinen 20ern, habe ich auch gesagt, ja, komm, leck mich am Arsch. Ne? Aber es muss halt regelmäßig sein. Ich bin auch jemand, der, wenn ich machen darf, was ich will, nicht arbeiten muss, mal 2 Wochen Urlaub habe oder so, dann gehe ich meistens zwischen 2 und 3 ins Bett und wache zwischen 9 und 10 wieder auf. So, das ist so, ja, darauf pendelt sich mein Biorhythmus ein, wenn ich machen darf, was ich will. Es gibt Leute, bei denen verschiebt sich das ein bisschen nach vorne oder nach hinten, je nachdem. Bei Reini ist es halt so, Reini zockt bis um 6 oder 7 Uhr in der Früh. Bis er wirklich auch der Letzte nicht mehr im Discord ist, um ihm zu sagen, was er nicht für ein toller Hecht ist. Dann geht der pennen, pennt dann 4 Stunden und dann schaut der so aus. Natürlich ist er auch permanent gereizt. Ich wäre auch permanent überreizt, wenn ich permanent Schlafmangel hätte. Aber es ist auch, natürlich schläft der nicht viel. Ich möchte nicht wissen, wie viel Strom der im Arsch hat. Der schürt sich jeden Tag 5.000 bis 8.000 Kalorien in den Bimbis rein, bewegt sich aber nicht. Ja, wo soll denn die ganze Energie hin? Natürlich, klar, ich meine, auf der Masse muss der Körper allein schon sehr, sehr, sehr hart daran arbeiten, damit die Pumpe auch das Blut noch in die Extremitäten reinkriegt und in die 160 Kilo unnötiges Fett zu viel, das der dabei rumträgt, aber ansonsten bewegt der sich natürlich nicht. Dass der im Schlaf immer noch Vollgas unter Strom steht, wundert mich nicht. Dann pennst du halt dann nur deine 4 Stunden. Das hat nichts mit den Haters jetzt zu tun. Cornflakes und dann die Milch. Andersrum finde ich das irgendwie merkwürdig. Außerdem bin ich ein Fan von Cornflakes, die die Milch, naja, nicht verfärben, sondern geschmacklich einsauen, sag ich mal. Weil Die Milch schmeckt immer dann nach dem, wo du sie. Ist egal, welche Art Cornflakes du nimmst. Die Milch nimmt immer den Geschmack von den Cornflakes an oder den Cereals. Das ist Teil des ganzen Konzeptes. Damit die Milch dann nach der Scheiße schmeckt. Das ist Teil des kompletten Konzepts. Das ist so ungefähr wie, boah, hey, wenn ich hier die Pommes in die Mayo rein tue, dann finde ich das total geil, wie dann so ein bisschen die Pommes danach nach Mayo schmeckt. Ja, Digga, das ist, dafür ist es da. Deswegen tun wir das. Milch trinke ich auch gerne blank. Also ich sauf die auch aus der Tüte und so. Ja. Schön. Auf der einen Seite hat er sich jetzt immer beschwert, dass ihm die Milch so oft vergammelt, die er ja immer neben seinem Arbeitsplatz im weitesten Sinne mangels eines anderen Wortes stehen hat, weil er zu faul ist, die wieder in den Kühlschrank zu tragen. Auf der anderen Seite trinkt er die Milch halt auch nebenher ganz gern mal. Nicht alleine bin, versteht sich. Schmeißt mal wieder kurz hier die rechte Gesichtshälfte nach hinten über die Schulter. Vorhin da hab ich einfach auf die Pfoten. Ja, deine Freundin. Aber ich trinke die Milch auch blank, ja, aus dem Glas, aus dem Becher, aus dem Ding, wie auch immer. Und Ja, rein aus dem Glas. Ja, wann hast du das letzte Mal was aus dem Glas getrunken? Es ist kein sauberes Glas in der Schanze mehr vorhanden.
Dafür müsstest du abspülen. Abspülen ist harte Arbeit, das ist ein Hater und eine Zumutung. Und kann man dir definitiv nicht zumuten. Also wird wieder aus der Dose gesoffen. Oder gleich aus der Tüte. So, sorry, musste kurz Pause machen, mich um den Kater kümmern, aber jetzt liegt der Kater wieder auf meinem Schoß. Und labert mich voll. Okay, wo waren wir? Und bei zum Beispiel Lions ist es so, dass Die Haterfliege wieder am Stissel. die Milch so eine leicht Schoko, beziehungsweise Fuck ich. Da ist sie. Hier links über seinem Kopf seht ihr sie. Da fliegt sie. Mit dem Flug haben wir es erwischt. Hier links, er hatte ja diesen schiefen Scheitel in seinem Irokesen. Und wenn ihr dem einfach weiter nach oben folgt, seht ihr die Haterfliege. Ehre geht hinaus, etc. Jemand sollte ein Comicbuch machen. Das sollte verfilmt werden. Frank die Haterfliege. beziehungsweise so leicht Schoko-Karamell-Geschmack bekommt. Ich selber mag keine Schokolade, ja, das ist jetzt eine Form von Schokolade, wo ich sage, okay, damit kann ich leben. Weil Das ist eine Form von Schokolade und sagt, ja, ein Kompromiss, damit kann ich leben. Wenn das ein Kompromiss, du entscheidest, welche Frühstücksflocken du frisst. Das ist komplett deine Entscheidung. Wenn du das nicht mögen würdest, würdest du es ja doch nicht fressen, oder? Du musst keine Kompromisse eingehen. Es ist nicht so, dass du mit jemand anders zusammen wohnst und ihr habt nur Budget X für Frühstücksflocken und davon lässt sich nur eine Sorte einkaufen. Und dann müsst ihr euch entscheiden, womit jeder leben kann. Ist nicht. Du bist hier vollkommen alleine, auch wenn du vorher schon wieder versucht hast, eine Freundin zu erfinden. Du sitzt da vollkommen alleine und wenn du keine Schokolade magst, dann kauf dir ja keine Frühstücksflocken, wo Schokolade drin ist, du Dulli. es auch nicht wirklich 100% Schokolade ist, es hat halt so einen leichten Geschmack nach Schokolade, aber auch nach Karamell. Und Karamell wiederum liebe ich. Und Ja, weil es Zucker ist, ne? Weil es reiner Zucker ist. Reiner mit AI. ja, deswegen kann ich immer wieder nur sagen, Cornflakes sind richtig geil. Was ich nicht Richtig geil. Aber hätte ich vorher noch gesagt, dass er eigentlich. mag, sind diese Schokopops, wo die Milch komplett nach Schokolade schmeckt hinterher, wo die richtig eine Kakaomilch dann hinterher haben. Super. Super sind die. Aber ich mag da die großen Runden. Nicht die mit dem Affen drauf. Die mit dem Affen drauf, die verlieren nämlich ihren kompletten Geschmack und sind dann einfach nur so ein komischer Bart in dieser Schokomilch. Das finde ich nicht so geil. Ja, die musst du super schnell fressen, weil damit die noch halbwegs knusprig sind. Aber diese runden Kügelchen, die so Murmelgröße haben, ein bisschen kleiner, ne? Die gibt's mit Honig und mit Schoko. Beides geil. Mag ich zum Beispiel gar nicht. Aber ich esse die Dinger selber auch ungern. Und was ich auch ganz gerne esse, also meine Lieblingsfrühstücksflocken als Kind waren Zinni-Minis. Rainer, du hast ja kein Lieblings. Das wäre doch dumm irgendwie. Du hast doch Frühstücksflocken, die du magst und Frühstücksflocken, die du nicht magst, Rainer. Lieblings hier, Lieblings da, Zinni-Minis. Ja. Ja, kennt ihr vielleicht diese Teile mit Vanille, wollte ich jetzt gerade sagen. Mit Zimt, du Depp. Diese Teile mit Zimt, die sind ziemlich cool. Ich muss schon wieder gerne. Ja, richtig cool und total geil. Und vor allem schmecken die nicht nach Red Bull. Das ist das Wichtigste. Ha? Alter, Er muss sich festhalten beim Gähnen. Das ist wild. Wie so ein Wasserbüffel, Alter. genau. Und da waren Zinni-Minis für mich immer ziemlich geil. Die mochte ich immer sehr gerne. Ja, die war richtig geil. Dann nicht nach Red Bull geschmeckt, aber definitiv seine Lieblings. Auch weil ich die Werbung so cool fand. Da hatten wir mit dieser kleinen Zinni-Mini-Figur, die dann immer an diese riesige Schüssel hingelaufen ist, dann die Leiter hochgegangen ist und dann noch so eine Prise Zimt oder irgendwas angeballert hat in die Schüssel. Das war so geil einfach nur. Ich erinnere mich auch an diese Werbung. Aber ich habe die halt als Werbung konsumiert. Das war jetzt nicht irgendwie Major Entertainment für mich. Ich bin nicht aufgesprungen und habe mit der Zinni-Mini getanzt vor dem Fernseher. Yeah, da ist sie wieder, der Zinni-Mini. Oh, gleich klettert er rein in die Schüssel mit der Milch, Alter. Kann ich mir vorstellen. Den kleinen Tuddi. Oh Mann, da konnte er dann mal, wenn die Cine-Mini-Werbung lief, konnte er für 10 Sekunden mal vom Gameboy hochschauen. Dann hat er getanzt und Gameboy in der Hand zur Cine-Mini-Song. Mir hat es irgendwie immer gefallen. Später, als ich dann älter wurde, so mit 17, 18, 19,
weil ich war ziemlich auf Cine-Minis eingestellt und vielleicht noch Smacks. Kennt ihr vielleicht? Er war auf Cine-Minis eingestellt, Digga. Als wären das irgendwelche harten Psychopharmaka. Jetzt wird so ordentlich auf meine Cine-Minis eingestellt. Auch noch. Und allerhöchstens noch Frosties. Die mochte ich auch. Ja, Smacks haben immer. Keine Ahnung, bei Smacks hat als Pipi immer so komisch gerochen. Das fand ich dann schon ein bisschen unangenehm. Geschmeckt haben die nice, aber. Was gab's denn noch? Ich glaube, meine absoluten Favorites waren wirklich diese Honey Pops, hießen die, glaube ich. Ne? Die fand ich geil. Was gab's noch? Ah, diese komischen Pop-Bars oder sowas, wie die hießen. Die aussahen wie so kleine Kisten, auch mit Zucker oben drüber, die habe ich auch gefeiert. Ja, und dann halt Klassiker, Fruit Loops oder so ein Shit. Als Kind da gesessen, ich hatte immer dieselbe Reihenfolge, in welcher ich die Farben gefressen habe, ne? Ich habe mit den roten angefangen und ich habe mir die grünen immer bis zum Schluss aufgehoben, aber ich weiß nicht mehr, in welcher Reihenfolge ich die dazwischen gegessen habe. Ja, aber die roten waren immer die ersten und die grünen waren immer die letzten, das weiß ich noch. Aber Wayne. Die mit dem Tiger, ne? Und Ja, ne? als ich dann 17, 18 war, habe ich ein paar Freunde gehabt, bei denen ich dann auch öfter mal gepennt habe, wenn wir abends zum Feiern kamen oder so. Ja, genau. Du hast Freunde gehabt, bei denen du gepennt hast, wenn ihr vom Feiern gekommen seid. Einmal ist das vielleicht passiert, dass irgendjemand sich dazu erniedrigt hat, dich bei denen pennen zu lassen und dann nie wieder. Dann hat sich's rumgesprochen. Oder einfach abends mal einen kompletten Gamer-Abend gemacht habe. Nein, ich habe so Dinge mitgekriegt, was die Leute gesagt haben, die Zimmer in den Hotels sauber gemacht haben, in denen du warst. Wo stellenweise die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen wurden und sich gefragt wurde, der Mann war irgendwie 5 Stunden in diesem Zimmer. Es sieht aus wie Dresden 45, Digga. Wo man dann da gesessen war den ganzen Abend GTA, Quatsch, GTA, genau, vor allem GTA. Wo wir dann den ganzen Abend dann Skate oder Tony Hawk oder irgendwas in die Richtung gespielt haben oder auch sehr viel Guitar Hero haben wir auch sehr viel mehr gespielt. Und da ist es so, dass wir also so, Jetzt ist vorbei. Jetzt ist er schon wieder gegen die Wand gerendert mit 100 Sachen 80. dass wir die Yeah. Also die Augen gehen auch zu. Er fährt jetzt komplett einmal runter. Neustart. Läuft im Hintergrund. das habe ich gerade Bilder im Kopf, Sekunde, einen Moment, In einem schwarzen Fotoalbum mit einem silbernen Knopf. meinen Kopf kurz ordnen. Da war es dann so, dass wir irgendwann früh aufgestanden sind und die Mutter von ihm uns Frühstück. Oh nein, 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 nein. Ich habe deine Storys hier mit den letzten Bärchen gehört. Nimm nicht diese Abfahrt rein. Geh da nicht hin. Ich will jetzt da nicht hingehen. Erzähl mir nicht wieder irgendwas über die Mutter von irgendwem. Gemacht hat. Und der Vater war nicht da, der war irgendwie arbeiten. Also Ja, und dann kam sie rein und hat nur einen Bademantel angehabt, oder? war Samstag oder Sonntag, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls hat dann die Mutter so gemeint, wenn ihr Hunger habt, könnt ihr runterkommen, ich habe was zum Frühstück hingestellt. Also, boah, geil, na ja, gut, kommen wir halt runter. Und dann lag sie nackt auf dem Tisch. Irgend sowas kommt da jetzt rein. Irgend sowas kommt doch bei dir immer. Mir persönlich ist es immer unangenehm, weil ich persönlich ungerne bei anderen Leuten esse. Ich gehe tatsächlich lieber essen oder, also ne, im Restaurant oder halt esse lieber zu Hause. Ich check auch nicht warum. Keine Ahnung. Also, ich mag diese socially awkward Situation, mochte ich nicht auch irgendwie als Kind dann bei fremden Leuten am Tisch zu sitzen. Vielleicht meint er das. Aber, weil man immer auch nicht weiß. Ihr kennt das irgendwie bei jeder Familie zu Hause bilden sich so individuelle Tischsitten. Und das kann halt bei manchen Leuten dann halt auch irgendwie negativ auffallen. Versteht ihr? Und man hat immer Angst, dass man vielleicht irgendwie, dass man selbst in seiner eigenen Familie, vielleicht sind wir weird. Vielleicht ist das, was wir beim Essen machen, total irgendwie Bananas. Und das kann ich nachvollziehen. Aber Ja, gut, sind wir halt runtergegangen, haben unten gegessen. Da war auch Samuel dabei gesessen und so. Und die anderen beiden von uns so, boah, geil. Schoko, wie heißen die? Warte, das fällt mir der Name nicht ein. Das sind auch so Kornteile, wo innen drin Schokolade ist.
Ähm, ach Mann, wie heißen die jetzt? Ähm, Spielt er sich jetzt gerade am Pimmel rum? mir fällt jetzt der Name gerade nicht ein. Auf jeden Fall ist es auch so eine viereckige Form und da ist innen drinnen immer noch Hanuta oder irgendwas oder irgendeine Schokolade, die flüssig ist und so. Und die hat so, boah, voll geil, habt ihr auch da? Und der andere so, ja, ja, klar, natürlich immer, fress ich seit Ewigkeiten. Und ich so, was ist denn das? Kenne ich gar nicht. Und die beiden, Okay. Ja, Rainer mag bei anderen Leuten zu Hause einfach nicht fressen, weil einfach seine Standards nicht erfüllen. Das Rainer, der im Rattenhaus wohnt, da war schon irgendwie die hohen Ansprüche gehabt. Ja? Alter, da komme ich dann da hin und dann setzen mir die irgendeinen Schlangenfraß vor. Na, das machen wir fein nicht. Ja? Lieber wieder die Jahrdosen Ravioli fressen, für 75 Cent. Alter, bist so ein, ganz ehrlich, auch damals schon, wenn ich bei irgendwelchen Leuten irgendwie gepennt habe, bei Freunden von mir irgendwie am Wochenende mal übernachtet habe in der Früh, da war mir vollkommen wurscht, ob das jetzt meine ne, Frühstücksflocken waren, die gehabt haben oder nicht oder was auch immer. Ich habe die gegessen, ich habe gesagt, gut hat's geschmeckt und herzlichen Dank. Fertig. Aber sich dann da hinsetzen, so, was ist denn das? Ja, freilich wurdest du dann noch mal ein zweites Mal eingeladen, Rainer. schauen es an. Was, die kennst du nicht? Das ist voll geil. Ja, aber dann jetzt auch zur Schokolade stehe, ist halt auch nicht so meins eigentlich. Aber wenn ich die dann mal, ich habe die dann mal gegessen und ich fand die dann tatsächlich ganz geil. Ähm, ja, und dann habe ich ja zeitlang die auch viel gefuttert. Mir fällt, wie gesagt, Also die Dinge, er hasst es, wenn das nach Schokolade schmeckt. Ne? Also die einen, die so ein bisschen nach Schokolade schmecken und ein bisschen nach was anderem, diese Lions, die gehen gerade noch so. Aber grundsätzlich hasst er es auf den Tod, wenn seine Frühstücksflocken nach Schokolade schmecken. Außer natürlich die, die komplett mit Schokoladenbarts vollgepumpt sind. Die findet er geil und dann hat er nur noch die gegessen. Ja, Furzgeräusch bitte hier einfügen. aber gar nicht ein, wie die heißen. Verdammt nochmal. Na gut, egal. Lange Rede, gar keinen Sinn. Es ist jedenfalls so, dass ich die Lions besonders gerne mag mittlerweile, weil ich bin ein großer Fan von Lion. Also Rainer, du hast vorhin gesagt, es ist ein Kompromiss und es geht gerade noch so. Weil die zu sehr nach Schoko schmecken, aber auch nach dem anderen, das ist in Ordnung, das ist ein Kompromiss. Und jetzt sagst du, es ist das Geilste, was es gibt, Rainer. Du bist wieder der Mann, der sich schneller widerspricht als sein scheiß Schatten. Wir sind keine 9 Minuten in diesem Video und du widersprichst dich im 30-Sekunden-Takt. auch von dem Schokoriegel. Ja, ich weiß, Schokolade ist einer von den wenigen tatsächlich, die ich esse. Es gibt ein paar Schokoriegel, die ich mag. Das wäre Lion und zum Beispiel auch noch Wonderbra. Oder Wonderbar heißen die. Ich sage immer Wonderbra dazu. Weil Titten, versteht ihr? Einfach mal den pH davon essen. Jedenfalls, genau, Futter ich die besonders gerne. Und was ist an den Lions besonders geil? Also wir haben natürlich dieses typische, ne, Löwen vorne drauf. Ja, wie bei seinen Nachbarn. Die hatten ja auch den Löwen, aber der ist halt, den hatten sie nur zur Pflege, der ist dann weitervermittelt worden. Und was ich am Lion halt immer so geil finde, ist auch die Werbung. Einmal so, Ja, es ist wieder die Scheiße bei den Cineminis, bei allem. Rainer, du bist das erbärmlichste Werbeopfer dieser Welt. Du, der große 4D-Schachmeister, der die anderen Leute manipuliert, ne, und an ihren Schnüren zieht. Du bist das am leichtesten zu manipulierende Ding auf diesem Planeten. Die Hater haben dich tanzen lassen. Irgendwelche Leute haben irgendwas gesagt, das und das macht er nie im Leben. Am nächsten Tag gab es ein Video darüber von dir. Weil die es genau gewusst haben. Und war halt damals auch, du hast irgendeine Werbung gesehen, da hat ein Cinemini getanzt, dann wolltest du die Dinger. Dann hast du jetzt die Lion-Werbung gesehen mit dem Löwen, dann wolltest du das. Und dann ist so lange Terror gemacht worden, bis man es dir gekauft hat. studiert rein und da habe ich mir auch schon mal überlegt, einfach mal so einen Werbegag zu machen. Ich hau mir die Lions rein und Hater sind von meinem Haus und ich brülle dann los und die dann alles davon. Das wäre voll witzig eigentlich.
Aber ja, so einfach ist es halt leider immer nicht. Ja. So leicht ist es nicht, ne? Wenn man das hinkriegen würde, so, dann wäre der Welthunger besiegt und. Aber so leicht ist es leider einfach nicht. Außerdem weiß ich nicht, ob ich hinterher Probleme mit der Firma bekommen würde. Deswegen lasse ich es lieber. Aber die Idee dahinter fand ich halt Den bist du gerade scheißegal, Reini. ganz witzig. Gut, ansonsten Sonst bin ne. ich ganz froh, dass die nicht nur Schokolade sind, weil ich, wie gesagt, keine Schokolade mag. Ab und zu ist es halt vielleicht mal ganz okay, aber Du hast gerade gesagt vorhin noch, dass du die liebst, diese Laiendinger, dass sie geil sind. Wo ich darauf hingewiesen habe, dass du halt eine Minute vorher genau das Gegenteil gesagt hast. Jetzt sagst du wieder das Gegenteil davon. ich weiß nicht, wenn ich eine Tafel Schokolade aufmache, die reicht für mich eine Woche. Oder sogar einen Monat. Nein, wenn ich keine Schokolade mögen würde, dann würde ich keine essen, dann würde ich keine kaufen, dann würde ich mir auch keine aufmachen, dann würde ich die auch nicht über einen Monat verteilt fressen, sondern einfach gar nicht, Rainer. Gar nicht. Rainer, ich zum Beispiel, ich hasse Walnüsse. Ich kaufe mir keine Walnüsse, ich fresse keine Walnüsse und hätte ich einen Sack voll Walnüsse zu Hause, würde der bei mir nicht einen Monat halten, sondern ein Leben lang, weil ich sie nicht esse, weil ich sie nicht mag. Wenn ich irgendwas grundsätzlich nicht mag, so wie du ja angeblich Schokolade oder Burger oder sonst irgendwie die ganzen Sachen, die du alibimäßig immer sagst, du ja angeblich nicht isst, weil die als ungesund gelten und ne, das mit deiner Fabel von ich ernähre mich so gesund ja nicht zusammenpassen würde. Wenn du diese Sachen alle so hassen würdest, dann würdest du sie nicht manchmal essen, nicht als Kompromiss essen, nicht über einen Monat verteilt, sondern gar nicht essen, Rainer. Du redest Scheiße gerade. Ich weiß, übel. Ja, richtig übel, Rainer. Gut, das war's dann erstmal soweit dazu. Ich persönlich Das war's nochmal erstmal dazu. Schauen wir mal, wie lange noch schwallt. Ja, eine halbe Minute wird noch geschwallt. Das war's muss schon. sagen, Eine Sekunde, warte mal. Ich bin. Der Kater ist hier. Ich muss den permanent kraulen, wenn ich eine Sekunde lang mich aufs Video konzentriere, ohne den Kater zu kraulen. Jeder Ape-Shit. Cornflakes zum Frühstück sind wirklich so eine geile Sache und kann ich auch nur empfehlen. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal mit dabei. Ich werde jetzt erstmal nur das eine Video hier aufnehmen, werde jetzt mir erstmal die Cornflakes anschütteln. Schüttel dir die Cornflakes, Rainer. Das eine Video, das jetzt 10 Minuten gedauert hat, das war auch harte Arbeit genug. Ne? Sei dir vergönnt. Ne? Mittags aufstehen, 10 Minuten Video machen, Cornflakes fressen. So harte Arbeit, dann kann man erstmal wieder 10 Stunden lang Diablo spielen. Schütteln, genau das. Werde jetzt erstmal Cornflakes in meine Schüssel kippen und frühstücken und dann werde ich euch in der Zwischenzeit das Video bearbeiten. Aber Rainer, du frühstückst doch nicht. Du hast doch gesagt, dass du nie frühstückst. Am Anfang dieses Videos hast du mir erzählt, dass du nicht frühstückst. Und hochladen und dann nachher noch einen Vlog aufnehmen, hoffe ich. Ihr schmeißt schon wieder deine rechte Gesichtshälfte über die Schulter, aber Rainer, das ist 10 Minuten Video. Du hast hier deine Gasfaser schon gehabt zu dem Zeitpunkt. Lad halt die Scheiße jetzt schon mal hoch, dann kann YouTube das alles schon mal überprüfen, während du dir die komplette Packung Lions, sagen wir es wie es ist, ins Gesichtsarschloch schürst. Dann kommst du zurück, kannst das veröffentlichen, kannst die nächsten 10 Minuten harte Arbeit reinstecken fürs nächste Video und dann gehört der restliche Tag dir und deinem Diablo-Charakter. Ist das ein Deal? Und vielleicht doch ein bisschen. Sorry, ich lasse euch das einfach gerne. Ich liebe diesen Freeze-Frame. Jeder Frame ist ein Meme. Come on. Und später nehme ich dann noch mehr Meinungsvideos auf. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Haut rein und tschüss. Auch diese Geste. Nicht nur, dass sie. Diese Geste ist grundsätzlich cringe as fuck. Und es macht es auch nicht besser, wenn die Arme, die es macht, aussehen wie die Arme von einem 3 Wochen alten Neugeborenen, wo überall die Speckfältchen noch dran sind. Das ist nicht cool, Rainer. Egal. Oh, wir sind hier am Ende dieses Videos, aber wir sind noch lange nicht am Ende meines Videos. Ich mache noch eine kurze Pause und suche euch das nächste Video raus.
So, da sind wir wieder. Ja, Metal, Leute, wird es gleich heißen. Wir reden heute jetzt nochmal über das Methorn. Ne? Nicht zu verwechseln mit dem Methorn, aber Methorn ist auch immer fleißig gefüllt gewesen damals in der Schanze. Aber heute geht es ums Methorn. Weil ihr müsst ihr wissen, der Rainer ist ein richtiger Wikinger. Der Rainer ist einfach so ein richtiger Badass ist der. So, also die Typen hier von Amon Amarth, dieser berühmten schwedischen Techno-Band, die sind ja überhaupt nichts gegen ihn. Also gar nichts. Rainer ist hier mit seinem Dorshammer und dann hat er natürlich auch. Ich habe auch so ein Horn. Ich habe sogar zwei, glaube ich. Ne? Aber die hat man halt da in Metal-Szene damals irgendwie. Ja, alle mit den Dingern rumgelaufen. Aber Rainer sein Methorn ist sicher nochmal ganz besonderes. Ganz Special Methorn. Das ist sicher viel auch geiler als meins. Und das wollte ich mir jetzt anhören von. Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Metal Rainer und Servus. Wir haben 12:30. Ich bin vor 2 Stunden oder was aufgestanden. Aufgestanden. Es zeichnet sich ein Muster ab, Rainer. Das letzte Video hat auch ungefähr so angefangen. Mittags aufgestanden, Rainer. So ganz nicht genau. Er hat wieder ein anderes T-Shirt da an. Was ist da los? Ja, und ich habe mir gedacht, wir machen heute wieder mal ein Meinungsvideo, beziehungsweise ich muss heute wieder aufnehmen. Ja, die Brösel vom morgendlichen Kalorienexzess, die hättest du ja schon vorher nochmal runter führen können. Du musst, harte Arbeit, du musst jetzt mal wieder 10 Minuten so ein scheiß Video aufnehmen. So, ganz ehrlich, so viel Mitleid meinerseits, Rainer. Ich bin voller Krümel, weil ich gegessen habe vorhin. Ja. Der Mann ist Profi-YouTuber, gell? Selbst ernannter Profi-YouTuber. Blätterteig krümelt immer extrem. Okay, heute geht es mal um etwas Metal-mäßiges, beziehungsweise Viking-mäßiges. Und zwar um ein Trinkhorn. Ich habe mehrere Trinkhörner. Das hier ist jetzt das Neueste, was ich aktuell habe. Du hast es auf die Battle-Liste gesetzt, weil da so ein Drachendulli-Kopf drauf ist. Da ist auch mit dem Drachen an der Seite drauf gemacht. Supi, Rainer. Ganz großes Kino. Und ich muss auch echt sagen, ich finde Trinkhörner richtig, richtig geil. Richtig, richtig geil. Vor allem, weil die nicht nach Red Bull schmecken. Es sei denn, du trinkst Red Bull draus. Das Problem an Trinkhörnern ist, dass sie, naja. Hörner sind, Rainer. Schaut ihn euch an. Das wild auch einfach. Sie stehen nicht. Er wird jetzt einen Spruch bringen, aber komm. Zumindest nicht so, wie sie sollen. So, Wie sollen sie denn? Gerne. ich habe Trinkhörner schon in verschiedensten Varianten gesehen. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Das hier ist natürlich eine klassische Form von einem Trinkhorn. Ja, ich weiß nicht, welche Varianten es sonst noch. Ich hab so einen Trinkhornbecher, wo halt die Spitze oben abgeschnitten wurde noch und das dann auf auf so ein Holzding draufgeklebt wurde, ne? Damit man das auch abstellen kann. So, wie die Dinger in Game of Thrones, sowas habe ich ja auch stehen. Dann wird's schon eng, Rainer. Das ist jetzt eine normale Größe, das dürfte etwa, wie viel dürfte das sein? Ja, das wäre da der Heubesser ungefähr, vielleicht ein bisschen weniger. Das könnte etwa 500 Milliliter sein, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich hätte eher ein bisschen weniger gesagt, Rainer. Und das müsste man ausprobieren. Aber die Sache ist halt dadurch, dass es ja ein Horn ist. Rainer, du hättest dieses Horn mit Wasser füllen und danach in einen Messbecher ausgießen können, um genau zu sagen, auf den Milliliter genau, wie viel Scheiß Flüssigkeit du da reinkriegst. Das wäre eine Arbeit genau von 2 Sekunden gewesen. Das hättest du dir vorher machen können. Aber es ist ja schon, ganz ehrlich, wir müssen ja schon auf die Knie fallen und ihn anbeten, vor Dankbarkeit, dass sich überhaupt herabgelassen hat, das Video überhaupt aufzunehmen. Nachdem er gestern schon 10 Minuten so extrem harte Arbeit geliefert hat für diese scheiß Videos. Ja, also da ist er wirklich nicht mehr zuzumuten, dass er vorher 20 Sekunden lang irgendwie versucht, die Scheiße abzumessen, wie viel da reinpasst. Dass er wenigstens ganz ehrlich, es geht hier 10 Minuten lang um ein Trinkhorn. Es gibt halt 2
relevante Informationen darüber. Ne? Wie viel passt da rein und aus was genau besteht es? Von welchem Tier ist das Horn? Das war's. Ne? Von einem Tier ist es im Normalfall so, Vom Horntier, genau. dass die natürlich nicht entsprechend genormt sind. Ne? Also man hat jetzt keine 100% 500 Milliliter oder sowas. Doch, Rainer, kann man schon machen. Das eine ist dann halt ein bisschen schmäler, das andere ist ein bisschen breiter. Aber du schaust, wie viel passt jetzt da rein. Und im Notfall schneidest halt ein bisschen was ab, damit du auf 500 Milliliter kommst. Du kannst das relativ gut normen. Das ist ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Es kommt darauf an, wie sie letzten Endes innen ausgehöhlt sind. Letzten Endes. Weil man dazu sagen muss, hier, das hier, ich bin mir selbst ehrlich gesagt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das hier ist ein Kunststoffhorn. Nee, Rainer, das sieht nicht aus wie ein Kunststoffhorn. Also, ich hoffe, das hat man jetzt nicht gehört, aber das hat man 100% gehört. Ich entschuldige. Ja, wenigstens kam es dieses Mal, nicht aus, egal. Wenigstens konnte das diesmal nicht auf den Stuhl schieben. Formulieren wir es so. mich. Ich weiß, manche Leute schauen sich das hier beim Essen an. Also das Horn hier ist aus Kunststoff, nehme ich an. Ich habe auch Weiß noch ich ein nicht. Echthorn. Ich weiß nicht, ob das. Du hältst es halt auch nicht lang genug in die scheiß Kamera. Ich habe im Sekundentakt jetzt hier. Du fuchtelst mit dem Ding vor der Kamera rum, als würdest du die scheiß Haterfliege in der Luft totschlagen wollen. Es geht hier um dieses Hals halt ein bisschen länger oder ein ganz wilder Take. Nimm die Kamera, stell sie so ein, dass sie auf den Tisch vor dich drauf zeigt und halt das halt einfach permanent in die Kamera. Niemand muss in einem Meinungsvideo über dieses Horn deine kreislige Larven sehen, 10 Minuten lang. Zeig mir halt das Ding, damit ich es mir anschauen kann und sagen kann, ob es aus Kunststoff ist oder nicht. Also ein echtes Horn. Ja, und ich finde eigentlich auch ganz gut, dass man die auch mit verwerten kann. So, ne? Weil, wenn man jetzt zum Beispiel einen Stier oder ein Rind oder sowas schlachtet, verwertet man ja fast alles eigentlich vom Tier im Normalfall, oder so gut wie alles. Und da ist es dann ganz praktisch, wenn man auch zum Beispiel die Hörner verwenden kann. Da ist wieder weg. Warte mal. Ich suche hier mal. Wo man das Horn einfach sieht. Schau mal hier. 99% der Zeit sieht man nur seinen kreisligen Bims. Um dann vielleicht Leuten eine Freude zu machen mit der nordischen Mythologie und so. Ja, weiß nicht, ob das nur mit der nordischen Mythologie ist. Ich glaube, mit Sicherheit gibt es für das Horn auch noch irgendwelche anderen Verwendungsmöglichkeiten. Irgendwas ist einem Menschen sicher eingefallen, auch um aus diesem Material noch irgendwas zu machen. Natürlich muss man ein Tier nicht unbedingt schlachten dafür. Das kann, aber das kann halt auch wirklich die industriell Echthorn sein. Kann aber auch aus Plastik, ich kann es euch nicht sagen. Das ist dann das Horn, dass man das Horn hat. Außerdem werden Kunststoffhörner heutzutage auch hergestellt. Ist also so gesehen auch was für Veganer. Wobei ich weiß nicht, ne? Veganer, Plastik und so weiter. Ja, Rainer, Plastik ist nicht aus Tieren gemacht. Das ist vollkommen fein. Rainer, wenn Veganer kein Plastik benutzen dürften, dann wäre es schwierig in der heutigen Zeit. Da wäre wirklich schwierig. Keine Ahnung, ob das wirklich so vegan ist. Aber streng genommen Schweineplastik, kennen wir alle. Nee, streng genommen, die Leute, die es ganz, ganz, ganz extrem nehmen, wenn so eine militante Veganerin tatsächlich so militant wäre, dann dürfte die überhaupt gar nichts mehr machen. Weil wirklich, dann wärst du wirklich am Limit, weil dann, theoretisch dürftest du dann nichts mehr benutzen, was irgendwie mit einem Schiff transportiert wurde, weil Schiffsschrauben potenziell Meerestiere verletzen. Das ist nicht cool. Und noch dazu die Abgase und das Öl und alles, was irgendwie Dreck, was diese Schiffe machen, verseucht dann auch irgendwie die Meere. Das tötet auch irgendwelche Tiere. Dann darfst du auch kein iPhone mehr benutzen. Und also wenn man wirklich so militant wäre. Ich habe überhaupt gar keinen Stress mit der Idee zu sagen, hey, weißt du was, ich verzichte komplett auf tierische Produkte. Wenn Leute Bock drauf haben, das hinkriegen, ist alles Gucci, ne? Aber auf diesem militanten Niveau
wäre theoretisch auch das Plastik hier zum Beispiel nicht vegan. Aber so wie er es jetzt meint, im Übrigen großartiger Frame wieder, so wie er es jetzt meint, ist natürlich wieder hanebüchsenster Horse-Shit. Da gibt es so viele Dinge. Ja, aber mal Spaß beiseite. Ja, streng genommen gibt es beim Veganismus eigentlich nicht so viele Regeln. Regel für die normalen Veganer ist halt, wenn es vom Tier kommt, dann esse ich es nicht, Digga, das war's. Was ist die Meinung zu den Trinkhörnern? Also erst einmal, sie sind natürlich ultra geil. Auf Festivals sind sie meistens nicht zugelassen, außer auf dem Festivalgelände selber. Sie werden aber nicht zugelassen, wenn man sie mit reinnehmen möchte, im Normalfall. Hast du dir gerade zugehört, Rainer? Also ich darf sie nicht mit reinnehmen, aber drin haben darf ich sie. Die verkaufen die Teile auf den Märkten im Infield. Auf den Märkten im Infield werden diese Hörner verkauft. Auf fast allen Metal-Festivals, auf denen ich war. Gehst du ins Infield, da ist dann noch so ein Markt, bevor du vorne zu den Bühnen hinkommst. Summer Breeze zum Beispiel dürftest du kennen, warst du schon mal. Da ist der Markt, also gehst aufs Infield-Gelände, dann kommt der Markt und dann hinten die Bühnen. Überall verkaufen sie die Dinge. Ich habe es zumindest so und so schon erlebt. Also ich habe es auch schon mal mein Horn mit drinnen gehabt, auf dem Festivalgelände selbst. Und ich hatte mein Trinkhorn schon erlebt, dass ich das außen lassen musste oder so. Das hast du dann draußen angebunden, hast ein kleines Schälchen mit Wasser hingestellt, dann hast du ein bisschen gestreichelt. Also man durfte es auf dem Campingplatz benutzen, aber eben nicht, wenn man an die Bühnen wollte. Das ist natürlich irgendwo auch ganz sinnvoll, weil wenn man bedenkt, das ist ein Horn, das ist spitz und auch ziemlich stabil, vor allem wenn es Echthörner sind die, auch wenn die ausgehöhlt sind, ziemlich stabil. Da kann man echt sagen, ja, das ist halt einfach genial, ne? Also es gibt da wirklich sehr viele Sachen, sehr viele. Ich wiederhole. An manchen Festivals kann man ihn nicht mit aufs Infield nehmen. Ja, aber ist auch klar, weil das ist ja ein Horn, das ist also spitz, also auch wenn es echt Horn ist auch ein bisschen stabil. Also es ist ziemlich genial. Was soll ich dazu noch sagen? Situationen, die damit sinnvoll sind. Situation, stimmt, das wäre es gewesen. Ja. Man könnte aber auch. Rainer, es ist jetzt zu Ende. Rainer, es ist ein Horn, hat ungefähr eine halbe Füllmenge. Drache ist drauf. Du hast alles gesagt. Hör jetzt auf. Ich glaube, das ist sogar ein Echthorn, jetzt wo ich so drüber nachdenke, weil es hat nämlich keine genaue. Ich muss es mal auswaschen. Das ist ein bisschen staubig innen. Aber es ist nicht genau rund, es hat so eine leichte Wölbung unten. Ja. So, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Auf Festivals und so weiter, es ist ein cooles Feeling, aus den Dingern zu trinken. Ich für meinen Teil, ich habe auch noch eine Gürtel. Hast du es mal in der Werbung gesehen? Hat er jemand Zinni-Minis aus dem Trinkhorn geschlürft? Und da hast du gedacht, ja, Digga, das ist es, huh? Wahrscheinlich. Laufe, das heißt, ich kann sie am Gürtel immer halten. Der Nachteil ist natürlich, man kann es nirgendwo abstellen, außer man hat einen speziellen Ständer dafür. Ja, Rainer, ist so ein Ding mal hier irgendwo rum. Jetzt lachen die kleinen Kinder wieder, weil ich Ständer gesagt habe. Nee, wir lachen darüber, weil du schon lange keinen Ständer mehr gekriegt hast, weil du dich körperlich behindert gefressen hast, Rainer. Geben wir in 5 Sekunden. So, ich hoffe, Das waren keine 5 Sekunden, Rainer. das reicht jetzt. Also, man kann sie halt nicht abstellen, weil sie halt keine Du erwähntest das jetzt ungefähr 3-mal. Vorrichtung haben zum Stellen, ne? Also muss man etwas bauen oder irgendwas machen, wo man es reinstecken kann. Wir sind die infantilen Spastis, ne? In seinem Kopf. Wir geben ihnen wieder 5 Sekunden. Nein, wir geben dir gerade 5 Sekunden, Digga. Die ganze Scheiße findet auch gerade wieder nur in deinem Kopf statt. Gut. Also, Trinkhörner sind ziemlich cool, weil, Ja, richtig cool. Weil die nicht nach Red Bull schmecken, Rainer. ja, es sieht geil aus, wenn man daraus trinkt. Wenn der jetzt noch einmal sagt, dass es cool ist, weil es cool aussieht, wenn man da daraus trinkt,
Dann nehme ich den Rechner so wie er ist, während er eingesteckt ist, schmeiße ihn durch die geschlossene scheiß Fensterscheibe. Sie sehen gut, cool aus, wenn man sie am Gürtel hat. Und ja, was eigentlich noch? Ja, nichts, Rainer. Nichts, genau gar nichts. Aber das wird dich nicht davon abhalten, die Scheiße noch 5 Minuten lang hier weiter zu zerren, weil du jetzt noch keine scheiß Midrolls schalten kannst. Man könnte sagen, das Bier daraus schmeckt geil. Aber ich weiß ja nicht. Nein, ein Bier, das ist wirklich Style over Substance, aus diesen Trinkhörnern zu saufen. Das Bier schmeckt grundsätzlich immer besser, wenn du es aus dem Glas getrunken hast oder aus der Flasche. Sagt nicht. Es gibt bestimmt Unterschiede dazwischen. Mein erstes Trinkhorn habe ich damals gekauft auf dem auf dem Filmbull-Festival in Fürth. Da war ich damals mit einem Kumpel. Und da habe ich damals meinen ersten Torhammer bekommen. Den hat mir mein Kumpel damals geschenkt, weil ich gefahren bin. Und Ich wollte es gerade sagen, da war ich damals mit einem Kumpel. Ich wollte gerade sagen, da hat wahrscheinlich irgendjemand einen Dommen gesucht, der ihn dahin fährt, damit er saufen kann. Tada! Da sitzt er. Da irgend so damals noch wahrscheinlich irgendwie für 10 Euro Pilot Torshammer hat er ihm dann da als Ding geschenkt. Danke, Rainer, bist ein guter Freund. Und jetzt fahr ich wieder heim, ich kann nicht mehr laufen. Oh. das Maton habe ich mir auch gekauft. Glaube ich. War auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, richtig cool. Richtig, richtig geil. Und auf Summer Breeze, auf Wacken habe ich damals dann vergessen, mir meinen Arsch abzuwischen. Keine Ahnung. meine Halterung für den Gürtel zu machen. Ach so. Okay. Zu machen. Also mitzunehmen. Okay. Damit ich das Die. Trinkhorn immer mit rumtragen kann. Und aber habe ich dann auf dem Festival selbst. Das Problem ist natürlich, auf dem Wacken gibt es ja nicht seit 2009, glaube ich, dieses Wackinger Village. Und die haben da ja dann auch nicht seit 2009 mehrere Stände, die diese Hörner und die dazugehörigen Halterungen, Tischständer und dergleichen zu Massen verkaufen, Digga. Massenweise verkaufen die Scheiße. Ist ja absolut unmöglich, sich dann da so eine Schlaufe zu organisieren für den Gürtel, um sein Scheißhorn da reinzuhängen. Jemanden gefunden, der mit Leder arbeitet. Und dann habe ich gebeten, dass der mir doch bitte eine Lasche macht, damit ich das an den Gürtel hängen kann. Und das Teil habe ich bis heute noch. Das ist ziemlich cool. Ja, vor allem, das ist dann richtig genietet worden. Das ist im Prinzip sind das nur 2 Stoffstreifen. Einer, der so hoch geht, wo die Lasche drin ist für den Gürtel, und einer, der so rumgeht, der dann da dran hängt. Das ist einfach mit 4 Nieten festgemacht. Einfach klasse. Genau. Was gibt es noch zu sagen? Ah ja, und der ist genau für meinen Meton ausgelegt worden. Ich habe damals nämlich das Meton dabei gehabt, aber eben die Lasche nicht. Und dann habe ich den gebeten, da halt die Lasche zu machen. Hat er gemeint, okay, er braucht aber das Meton dafür. Dann bin ich später am Tag nochmal hingegangen und habe den Meton dabei gehabt. Und dann hat er mir die Lasche drumherum gemacht. Ja, mittlerweile, momentan ist es ja so, dass sehr viele Leute auf Viking stehen. Die Methörner sind natürlich früher von den Wikingern, klar. Aber im Viking Metal, und das war schon vor 10 Jahren cool, hat man die Methörner auch schon oft benutzt. Oder generell auf Festivals und auf Events und so weiter hat man auch schon vor 20 Jahren benutzt. Und das war noch alles, bevor es cool war. Mittlerweile will jeder. Ja, ist ein Hipster-Methörner. Ich habe schon Methorn getrunken, bevor es cool war. Ja, Rainer, das war in der Szene schon immer cool. Das war schon immer ein Klischee. Und wir sind sehr, sehr, sehr gerne mit diesem Klischee mitgefahren. Alle. Jeder irgendwie ein Methorn, jeder will irgendwie hier auf Metal machen oder auf Du willst auf Metal machen, alter Schlagerdrache. Viking machen und so weiter. Und ja, bei mir ist es so, dass ich meine Haare ja auch momentan so wachsen lasse, damit ich die irgendwann mal nach hinten flechten kann. Ja. Nach der ersten Verhandlung hast du sie dir runtergeschnitten. Ne? Weil Moner wollte das nicht so gerne. Da mussten sie dann weg. Und oder nach hinten gehen oder irgendwas, dass es halt so diesen Look hat. Früher hat man das ja so gemacht, damit man einen Iro hatte, aber mittlerweile ist es ja weniger. Ja, ein Iro. Wofür steht ein Iro? Kann es sein, dass das Irokese heißt? Kann es sein, dass die Irokesen mit Wikingern so mal überhaupt gar nichts zu tun hatten, Rainer? Aber überhaupt nichts. So cool mit dem Iro jetzt. Mittlerweile ist es ja eher cool, wenn man das in Design abrasiert hat und dann eher so diesen Streifen in der Mitte stehen lässt und dann den Rest nach hinten kämmt oder nach hinten bindet oder so. Ja, hat nur leider mit Wikingern gar nichts zu tun, Rainer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Alter, du findest das total cool, weil da passt ein halber Liter rein, du kannst es da rein und es sieht cool aus, wenn man daraus trinkt. Ich finde,
das ist momentan ein bisschen so ein Zwiespalt. Auf der einen Seite finde ich es cool, dass mittlerweile mehr sich für die Kultur interessieren und auch mit Trinkhörnern und sowas rumlaufen. Und auf der anderen Seite finde ich es aber weniger cool, weil es jetzt halt wieder diese typischen Mitläufer und Poser sind. Takes one to know one, Rainer. It takes one to know one. Du bist der Archetyp Mitläufer und Poser in dieser ganzen Metal-Szene. Du bist der Archetyp davon. Und versteht's mir nicht falsch, jeder von uns ist anfangs dieser Archetyp gewesen. Jeder von uns in dieser Szene. Ja, weil man typischerweise irgendwie kommt man in die Pubertät und dann interessiert man sich da dafür und dann rutscht man in diese Szene, identifiziert sich damit und natürlich sind wir da alle dumm wie Scheiße, massiv pubertierende, mit Hormonen überflutete Dullis, die halt einfach extrem cringen Crash-Out gehen darüber, dass wir jetzt, boah krass, wir wissen jetzt, wer wir sind, oh, wir sind jetzt hier die Meddler und bla bla bla. Natürlich waren wir alle höchstgradig peinlich damals. Aber ne, man bewegt sich dann ein bisschen in der Szene und merkt, wie höchstgradig peinlich man ist in dem Moment, in dem man sich dann 2 Jahre später ein bisschen selbst reflektiert hat. Und dann, ne, je älter man wird, wird man auch weniger klischeehafter Poser. Im Normalfall. Wenn man aber einfach ein dicker Vollidiot ist, der sich in diese Szene reingezeckt hat, weil jeder andere ihn einfach rejected hat, aufgrund dessen, dass er ein dicker Vollidiot ist, ja, und sich das einfach nur als Kostüm überstreift und es denkt, jetzt gehört man irgendwo dazu und ist besonders cool, dann kommt man halt über diesen Klischee-Cringe-Level niemals hinaus. Da ist er hängen geblieben auf der Nummer, weil er halt auch nicht, weil er auch kein Meddler ist, weil er halt einfach ein verkapptes, dämliches, auf den Kopf gefallenes Schlager-Dulli-Kind ist. Das ist immer so ein Zwiespalt für mich. Dann auf der einen Seite finde ich es cool, wenn die Leute das respektieren und die Kultur respektieren und die Leute respektieren. Aber auf der anderen Seite finde ich es uncool, wenn die Leute immer hergehen so, da denke ich mir jetzt immer so, kleiner Funfact, ich habe eine Zeit lang auf Festival, Kirchweih und so weiter, immer mein Glas dabei gehabt und habe immer mein Metron meine ich dabei gehabt und habe immer aus meinem Metron gesoffen auf der Kirchweih und so. Kirchweih ist ja, ich glaube, die fällt dieses Jahr wieder aus bei uns. Oder ist die dieses Jahr? Ich weiß es gar nicht. Die müsste dann, wenn, dann müsste die jetzt in den nächsten Tagen sein. Oder am kommenden Wochenende. Ich weiß es echt nicht, keine Ahnung. Erinnert euch noch das darauffolgende Jahr, Kirchweih, bei Ihnen? Da hat er dann da irgendwie sich ein paar Maß in den Kübel oben reingeschüttet, war dann am Schießstand, hat man fotografiert und dann irgendwann hat er sich vom Rettungsdienst abholen lassen, damit er nachts irgendwie im Krankenhaus pennen kann. Aber auf jeden Fall, danke Das ist ein Jahr nach dieser Nummer hier. fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid auch der Meinung, dass die Dinger cool sind. Mal abgesehen davon, dass sie ein schönes Deko-Artefakt sind, kann man natürlich daraus auch trinken. Und dann sieht das cool aus, Rainer, oder? Genau. Ja. Und danke euch Schön, dass du mir dazu stimmst. jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Mit Sicherheit sind wir beim nächsten Video wieder mit dabei, Digga. Auf jeden Fall, aber du redest hier noch ein bisschen. Beim nächsten Mal geht es um ein Taschenmesser. Und Das ist das, was mir immer in der Hose aufgeht, wenn ich dich beim Schwadronieren höre. ja, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Drache. Haut rein und tschö, tschö. Tschö, tschö, Rainer, tschö, 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 tschö. Wie weit sind wir denn? 1 Stunde, 4 Minuten fast. Leute! Heute ist Sonntag, 31.05. Datum, Wetter, Uhrzeit. Wetter ist noch gut. Ich versuche das jetzt noch ein bisschen auszunutzen. In diesem Sinne, Leute. Tut nicht, was Rainer tut. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es um sein Taschenmesser geht und Metal off.